Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Der Tempel der Gefahr. Im Jahre 1986 entdeckt der 15-jährige Schüler Peter Seiffert bei seinem Sommerurlaub in Afrika in einem verwilderten Tal eine Höhle. Im Innern der Höhle wird er durch die Kräfte eines magischen Pentagramms erfasst und in eine andere Zeit versetzt. Eine neue Welt tut sich ihm auf. In dieser neuen Welt trifft er seinen guten Freund und Begleiter Queck, den Elfenkobold. Einen Zwerg mit verfilzten schwarzen Haaren, spitzen Ohren und purpurfarbenen Kleidern. Der Elfenkobold Queck ist ebenso wie Peter durch das magische Pentagramm in diese Zeit versetzt worden. Doch er ist schon lange Zeit in dieser jetzigen Welt, die man Vakanien nennt. In ihrer hoffnungslosen Lage suchen die beiden gemeinsam einen weisen Mann auf, Melord, den Seher. Dieser kennt das Schicksal der beiden und weiß auch Rat. Sie müssen Xavros, einen bösen schwarzen Zauberer, finden, der die Kräfte des Pentagramms zu nutzen weiß. Der Schlüssel zum Rätsel des Pentagramms ist das Amulett, das Xavros um seinen Hals trägt. Peter erhält eine Wunderwaffe, einen alten Stock, der sich durch einen Zauberspruch in einen stählernen Kampfstab verwandelt. Dank seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen, Feuermähne, und wird somit Herr über die Wunderwaffe, die Hiebestahl genannt wird. Auch der Elfenkobold bekommt eine magische Waffe, eine Zauberbola. Nun gut gerüstet für das Zusammentreffen mit dem bösen Zauberer Xavros, machen sich die beiden Helden auf den Weg, begleitet von Pallas, den Falken, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Zurzeit haben Feuermähne und Queck ihren Lagerplatz an einem See Vakaniens aufgeschlagen. Köstlich, du Feuermähne. Ist doch etwas. Nein, danke, Queck. Was hast du denn? Warum bist du denn so traurig? Wir haben schon seit 3 Tagen nichts mehr von Pallas gehört. Ob Melord der Seher uns vergessen hat? Aber nein, Feuermähne. Melord hat uns damals prophezeit, dass der Falke immer in unserer Nähe ist. Da der Falke unsichtbar bleibt, müssen wir nun einmal auf seinen Ruf warten. Das weiß ich alles, Queck. Nur haben wir seit 3 Tagen keinen Laut mehr von dem Falken gehört. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Du machst dir zu viele Sorgen, Feuermähne. Dem Falken ist sicher nichts zugestoßen. Er steht doch unter Melords Schutz. Denk doch nicht an solche Dinge. Schau dich besser einmal um. Die Schönheit dieser Natur wird dich auf andere Gedanken bringen. Der Himmel, die sternklare Nacht, der Mond, der sich in seiner wunderschönen Pracht auf dem See widerspiegelt. Der See selbst, ein Ort der Ruhe und des Friedens. Da, schau, was für ein Anblick. Vom See her treibt der Wind eine Seerose zu uns her. Das ist ein gutes Zeichen. Mag sein, Queck. Ist das der Mut und die Zuversicht eines Helden, den ich unterwies? Feuermähne, die Seerose spricht. Ja, das ist Melords Stimme. Euer Gehör hat euch nicht getäuscht. Ich bin es, Melord der Seher. Und wie ich sehe, komme ich zur rechten Zeit. Feuermähne, merke dir, Geduld ist eine der höchsten Tugenden. Wer geduldig ist, schafft sich in der Zeit einen mächtigen Verbündeten. Ungeduld dagegen lässt den Menschen unbesonnen handeln, und das führt oft zum Misserfolg. Siehst du, Feuermähne, man muss nur geduldig sein. Schweig, Elfenkobold! Einer, der 3 Tage nur schläft, isst und trinkt,
der hat seine Geduld wohl mehr der Trägheit als der Besonnenheit zu verdanken. Ohne Essen und Trinken geht aber erst recht nichts. Maylord, Sie haben ja recht. Ich verstehe Ihren Tadel. Sie haben uns vertraut und wir haben an ihn gezweifelt. Doch Sie müssen auch uns verstehen. Wir wollen in unsere Welten zurück. Meine Eltern, mein Bruder, Quecks Familie. Höret, ich weiß, ihr habt ein schweres Los zu tragen. Doch ihr müsst wissen, dass alles Gute seine Zeit braucht. Auch sind euch mit der Gabe von Hiebestahl und Zauberbola noch andere Pflichten auferlegt, als nur eure Suche nach dem schwarzen Zauberer Xabros. Was denn für Pflichten? Das werdet ihr bald sehen. Wenn der Morgen graut, macht euch an folgende Aufgabe. Baut ein Floß und setzt damit über den See. Ein Floß? Elvira, du Schutzgöttin der Elfenkobolde, steh uns bei! Wenn wir den See überquert haben, in welche Richtung müssen wir dann? Wartet ab, ihr werdet euren Weg finden. Bis bald. Als die Sonne den höchsten Stand am Himmel erreicht hat, haben Feuermähne und Queck die Anweisung Maylords befolgt. Oh, war das eine Arbeit! Ich hoffe nur, dass das Floß auch seetüchtig ist. Pah, was redest du? Seetüchtig! Mein Großvater war der größte Floßabbauer des Elfenlandes. Queck, du erinnerst mich manchmal an die Brüder Grimm. Haben diese Brüder Grimm auch Flöße gebaut? Nein, haben sie nicht. Außerdem werden sie erst noch geboren. Wieso geboren? Wie du vielleicht weißt, komme ich aus dem Jahre 1986. Und deine Brüder Grimm? Nein, Queck, es sind nicht meine Brüder. Lass es gut sein, wir bringen das Floß jetzt zu Wasser. So klein, so... Oh, ist das schwer. Los, komm. Hau ruck. Feuermähne und Queck haben das Floß zu Wasser gebracht und überqueren nun den See. Warum versuchst du nicht mit Hiebestahl zu rudern? Vielleicht kommen wir mit seiner Kraft schneller auf die andere Seite. Aber Queck, Maylord der Seher würde nicht sehr von deiner Idee angetan sein, die heilige Wunderwaffe als Paddel zu verwenden. Außerdem haben wir doch herausgefunden, dass sich Hiebestahl 10 Minuten nachdem der Zauberspruch ausgesprochen war, wieder in den alten, unscheinbaren Stock zurückverwandelt. Ja, Schufterei. Erst das Floß bauen und jetzt das. Es bleibt dabei. Nur um uns das bisschen Arbeit zu ersparen, werde ich nicht den Zauberspruch verwenden. Nur bei äußerster Gefahr. Du, Feuermähne? Ja? Ich glaube, wir werden den Zauberspruch aber jetzt brauchen. Warum? Ein riesiger Schatten. Tief unten im See. Wo denn, Queck? Dort. Eben war er noch da. Queck? Du willst ja doch sicher nur das Rudern ersparen. Nein, ich schwöre bei Elvira, der Schatten war da. Und wo ist er jetzt, dein riesiger Schatten? Steht oben, genau vor uns, Feuermähne. Aus der Tiefe des Sees erhebt sich langsam eine gewaltige Seeschlange und kommt direkt auf das Floß der beiden zu. Die weiße Gische schlägt über den Rand ihres Floßes, während Feuermähne und Queck wie vor Entsetzen gelähmt direkt in den Rachen des furchtbar anzusehenden Tieres blicken. Eine Reihe mannshoher Zähne blitzen ihnen entgegen und aus den rubinroten Augen funkelt eine gnadenlose Bösartigkeit. Das Ungeheuer, so lang wie ein Güterzug, hat auch ebenso viele Glieder, die es trotz seiner riesigen Ausmaße elegant ins aufgewühlte Wasser ein- und austauchen lässt. Die Wellen, die dabei entstehen, bringen das Floß fast zum Kentern. Oh nein, Queck! Was sagtest du letzte Nacht? Der See ist ein Ort der Ruhe und des Friedens? Feuermähne, tu doch was. Bei meiner roten Haarpracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Hier, meine Zauberbola wird er als Mittagessen nicht sonderlich bekommen. Es taucht unter. Was ist das?
Untier, das Floß. Queck, hilf mir. Sei unbesorgt, junger Mann. Du träumst nur schlecht. Was ist geschehen? Wer bist du? Ich bin Etchatai, Tochter des Häuptlings Kiman. Wo ist Queck? Wenn du deinen kleinen Begleiter meinst, habe keine Sorgen. Ihm geht es gut. Er ist heute Morgen schon erwacht. Wir brachten ihm sofort etwas zu essen. Und dabei hat sein Hunger den von 3 unserer besten Krieger übertroffen. Das hätte ich mir denken können. Willst du nicht besser auch etwas essen? Nein, danke, später. Sag mir, Etchatai ist mein Name. Etchatai, wie sind wir nur zu euch gekommen? Ich erinnere mich nur noch, dass wir mit dem Floß den See überquerten und von einem Ungeheuer angegriffen wurden. Seit diesem Zeitpunkt weiß ich nichts mehr. Die Fischer unseres Dorfes haben euch beide am Ufer des Sees gefunden. Sie glaubten, ihr wäret tot und brachten euch hierher. Das Untier, von dem du sprichst, ist die mächtige Seeschlange Terza. Alle unsere Fischer fürchten sie und legen daher ihre Netze nur an den Ufern des Sees aus. Du und dein Begleiter könnt von Glück sprechen, dass ihr noch am Leben seid. Feuermine, du musst unbedingt etwas von diesen Früchten probieren. Die schmecken köstlich. Queck, deinen Appetit möchte ich haben. Gönnst du mir das nicht? Nach all dem Schrecken. Oh, dieses Untier hat das Floß und uns mit einem Schwanzhieb einfach durch die Luft geschleudert. Ein Glück, dass wir mit dem Floß in der Nähe des Ufers gelandet sind. Auf, komm jetzt. Wir müssen uns bei den Fischern für die Rettung und beim Häuptling für die Gastfreundschaft bedanken. Etchatai, sag uns doch bitte, wo dein Vater der Häuptling ist. Was hat sie denn nur auf einmal? Warte, ich werde sie fragen. Etchatai, sag mir doch, was euch bedrückt. Wenn du wissen willst, was mich bedrückt, so schau auf den Schrein, der in der Mitte unseres Dorfplatzes steht. Die Türen stehen offen. Er ist leer. Was ist damit? Einst stand in diesem Schrein der goldene Topf am Ende des Regenbogens. So wurde er bei uns genannt. Der Topf war ein Geschenk des guten Zauberers Alchim, ein Mitglied der Allianz der 12 weißen Zauberer, die Vakanien beherrschten, bevor der schwarze Magier Xavros sie vernichtete. Mein Vater, Häuptling Kiman, war Alchim treu ergeben. Er und die Männer des Dorfes errichteten zusammen mit Alchim jenen Tempel, den du hinter dem großen Regenwald finden kannst. Alchim schuf 2 goldene Töpfe, für jedes Ende des Regenbogens einen. Der eine Topf blieb im Tempelinnenhof stehen und der andere wurde hier auf dem Dorfplatz im Schrein verwahrt. Beständig spannte sich ein Regenbogen vom Tempel über den Regenwald zu unserem Dorf. Er war die Verbindung der weisen Ratschlüsse des Zauberers zur Welt der Menschen und sorgte dafür, dass die Jahreszeiten immer voller Ausgleich waren, uns jenes Wetter bescherten, dass die Wiesen saftig, die Bäume grün, den Regen mäßig und die Hitze erträglich machten. Unser Dorf war eine Stätte des Glücks. Unsere Ernte war ertragreich und von Hunger und Leid blieben wir all die Jahre verschont. Warum ist der Schrein leer? Die Wiese verdorrt, die Bäume ohne Blätter, die Hitze unerträglich. Welches Unheil hat den Regenbogen und das Lächeln in den Gesichtern der Menschen verschwinden lassen? Nachdem Alchim im großen Kampf der Zauberer Xavros unterlag, versuchte mein Vater sich Xavros entgegenzustellen, als dieser vom Tempel Alchims Besitz ergreifen wollte. Mein Vater verlor dabei nicht nur sein Leben, sondern wir verloren dabei auch für unser Dorf den goldenen Topf am Ende des Regenbogens. Xavros raubte ihn aus dem Schrein und brachte ihn zurück zum Tempel, stellte beide Töpfe zueinander und nahm so mit dem Regenbogen jene magische Kraft, die so lebenswichtig für unser Dorf war. Wer sich gegen Xavros auflehnt, bekommt seine unerbittliche Rache zu spüren. Was muss ich hören? Der Name Xavros ist gefallen. Hör auf zu weinen, bitte. Queck und ich werden euch und eurem Dorf den goldenen Topf zurückbringen. Wie kommen wir zu dem Tempel? Was für ein Tempel? Komm, nimm deine Zauberbola. Ich erklär's dir auf dem Weg. Ich flehe euch an, geht nicht dorthin. Der Tempel selbst ist nicht weit von hier. Ihr findet ihn leicht, wenn ihr dem Pfad durch den Regenwald folgt. Doch euer Leben ist verwirkt, wenn ihr die Tore des Tempels erreicht. Xavros hat als Bewacher den schwarzen Hüter und seinen gehorsamen Diener den Riesen Tolga eingesetzt.
Noch keinem unserer Krieger ist es geglückt, die beiden zu überwinden. Und selbst wenn es euch gelingen würde, so ist der Tempel selbst ein Ort der Gefahr. Der Zauber von Xavros liegt über ihm. Und dieser Zauber hat aus dem einst heiligen Tempel ein Labyrinth des Bösen gemacht. Ungeachtet der Warnungen Ecchatais machen sich Feuermene und Queck auf den Weg zum Tempel. Nach all dem, was du mir über das Unglück erzählt hast, finde ich es schon richtig, dass wir zum Tempel gehen. Was wohl Melot dazu sagen wird? Versteh doch, Queck. Melot war es, der uns zu diesem Dorf geführt hat. Er will, dass wir in den Tempel gehen und den Regenbogen befreien. Dann gibt es aber etwas, was mir gar nicht gefällt. Ja, was denn? Der Riese Tolga. Der schwarze Hüter und der Tempel noch dazu. Hast du gehört? Der Tempel ist nicht mehr weit. Mein Herr, ich bin aus Freundschaft hier. Seid bitte nicht so grob zu mir. Falls ich beim Mittagsschlaf euch störte, weil ich euch weder sah noch hörte, so kann ich eure Wut verstehen. Lasst ab, so will ich meines Weges gehen. Feuermene und Queck glauben ihren Augen nicht zu trauen. Auf den Stufen zum Tempel steht die gewaltige, massige Gestalt eines Riesen, dessen Körpergröße das Dach des Tempels um noch einige Meter überragt. Der Koloss steht auf zwei Beinen, die den Umfang einer 100-jährigen Eiche haben. Auf muskelbepackten Schultern sitzt ein Kopf, der in seinem Umfang einem Felsblock gleicht. Aus seinem furchterregenden Gesicht schauen ein paar hasserfüllte Augen auf das im Vergleich winzige Wesen, das der Riese in seinen unförmigen, klauenartigen Pranken gefangen hält. Der Hyänenspion, was sucht der denn hier? Queck, du weißt doch, dass Gold ihn magisch anzieht. Sucht Gold und findet einen Riesen. Das gönn ich dem Spitzbub. Queck, wir müssen ihm helfen. Wirf deine Zauberbohler. Dazu habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber irgendwie müssen wir ja auch an dem Riesen vorbei. Da, du Ungetüm! Mein Herr, mir scheint, es geht euch schlecht. Seid mir nicht böse, denn mir ist's recht. Quecks Zauberbola hat den Riesen besiegt. Und nachdem die Wunderwaffe zu ihrem Herrn zurückgekehrt ist... Da ist sie ja wieder, meine Bola. verlassen Feuermene und Queck ihr Versteck und treffen vor dem Tempel ihren alten Bekannten, den Hyänenspion. Jenes Wesen mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf einer Hyäne, das keine Freunde hat, da es jeden für ein paar Goldstücke verrät. Und keiner weiß, ob er gerade auf der guten oder schlechten Seite steht. Eines jedoch ist sicher: Unheil und Zwietracht ziehen ihn an. Er kann es wittern wie das Gold und versucht aus allem ein Geschäft zu machen. Oh, Freund Feuermähne, nett euch hier zu sehen. Gar Übles sollte mir geschehen. Der Zufall trägt mich hier vorbei. Ein Riese kam, der Männer 3. Der packte mich gar glatt und derb. Doch dann kam ihr und dieser Zwerg. Zwerg? Wo? Kann keinen Zwerg hier sehen. Dass es so weit kommen musste, dass ich diesem Schurken auch noch helfe. Die Pforten des Tempels haben sich geöffnet und aus dem Innern tritt eine schwarz vermummte Gestalt. Ihr habt die erste Aufgabe gelöst. Mein Riese Tolga ist besiegt. Hört mich an, ihr Frevler. Ich, der schwarze Hüter des Tempels, Diener von Xavros, dem schwarzen Zauberer, gewähre euch Einlass. Geht in den Tempel und sucht, was dort verborgen ist. Geht! Sucht den goldenen Topf am Ende des Regenbogens.
In solchen düsteren Hallen wird's mir gar nicht recht gefallen. Wieso denn? Ansonsten fühlst du dich bei dunklen Machenschaften immer recht wohl. Hört auf zu zanken. In dieser Situation müssen wir zusammenstehen. Da vorn teilt sich der Gang. Welchen Weg wir wohl nehmen sollen? Den Mutigen gehört die Welt. Drum tretet vor, wenn's euch gefällt. Der eine mag den rechten, der andere den linken gehen. Ich für meinen Teil bleib hier verweilen, bleib wachend, gern hier stehen. Das würde dir so passen. Du kommst schön mit uns. Wer weiß, was uns in den Gängen erwartet. Bevor ich mich des Wegs begebe, wer weiß, wie lang ich da noch lebe. Ein Bumerang soll dies erkunden, hat bald den rechten Weg gefunden. Schau an, schau an. Wenn sie mal den Kragen gehen könnte, fällt dir plötzlich was ein. Mein Bumerang, tu deine Pflicht. Das, was du siehst, das sehe ich nicht. Den richtigen Weg musst du erkunden. Komm schnell zurück, gib mir Bericht. Oh, mein Herr Hyänenspion, du hast befohlen, ich eile schon. Herr Hyänenspion, mir ist ganz Angst und Bann. Lass ab von diesem dunklen Gang. Ich wollte ihn erkunden, das ist nicht gelogen. Schon kamen die ersten Pfeile geflogen. Mein Flug war nicht von langer Dauer. Dort liegt das Unheil auf der Lauer. Der Bumerang sieht aus wie ein Nadelkissen, gespickt mit Pfeilen. Ich glaube, mit dem Bumerang können wir in nächster Zeit nicht mehr rechnen. Auf den Schmerz, den man heute inne hat, folgt morgen schon die kühne Tat. Mein Bumerang, du wirst schon heil. Wir gehen den anderen Weg dabei. Hier ist alles so verdächtig ruhig. Wenn es nur nicht so dunkel wäre. Ihr habt also das Labyrinth der Rätsel gewählt. So tretet nun dem ersten Rätsel und eurer zweiten Aufgabe entgegen. Die beiden Freunde und der Hyänenspion stehen mit einem Mal in einem lichtdurchfluteten Raum. Der Boden des Raums ist in schwarz-weiße Quadrate unterteilt. Aus dem Nichts erschallt erneut die Stimme des schwarzen Hüters. Durchschreitet nun diesen Raum. Auf der gegenüberliegenden Seite werdet ihr einen Gang finden, durch den ihr weiter eurem Ziel entgegenschreiten könnt. Da steckt doch bestimmt irgendeine Teufelei dahinter. Tretet jetzt nur auf die weißen oder auf die schwarzen Felder. Entscheidet euch für diese oder jene. Entscheidet ihr euch jedoch für das Falsche, wird der bodenlose Abgrund euch verschlingen. Sollen wir nun die weißen oder die schwarzen Felder begehen? Schwarz passt doch ganz gut zu diesem düsteren Ort. Ich denke, man sollte besser an das Gute glauben. Und wir sollten uns für weiß entscheiden. Was meinst du, Hyänenspion? Gut und böse, Tag und Nacht. Eins ist nur das, was das andere ausmacht. Des Rätsels Preis ist schwarz und weiß. Willst du auf festem Boden stehen, musst du von einem zum anderen gehen. Ich glaube, er hat recht. Das ist die Lösung. Wir müssen die Felder abwechselnd beschreiten. Hoffentlich hat er damit recht. Klasse, es funktioniert. Indem die drei Abenteurer die schwarzen und weißen Felder abwechselnd beschreiten, erreichen sie unversehrt die andere Seite des Raumes und finden dort eine Türe, die sie weiter in das dunkle Innere des Labyrinths führt. Die Dunkelheit währt jedoch nicht lange an.
Seht ihr diese 3 Brücken? Die linke Brücke ist die Brücke der Macht. Die rechte Brücke, die der List. Und in der Mitte steht die Brücke der Geduld. Wählt. Nur eine der 3 Brücken führt euch unbeschadet auf die andere Seite. Oh, die Brücken führen über einen Fluss aus glutflüssiger Lava. Was sollen wir jetzt machen? Mit List kann man gar viel erreichen. Macht und Geduld müssen da weichen. Drum folgt mir auf dem Pfad der List. Es euer Schaden wohl nicht ist. Okay, lass es uns mit der Brücke der List versuchen. Quake, schnell hilf mir! Ich hab den Hyänenspion nur an einer Hand. Schon da, Feuermähne! Mein Leben liegt in eurer Hand, weil ich den rechten Weg nicht fand. 2 Brücken sind jetzt noch im Spiel. Schon eine davon ist viel zu viel. Der Quatscher hat uns vorhin genützt, aber diesmal hat es uns fast in den Abgrund gestürzt. Doch beruhigt euch. Quack, der Elfenkobold, hat des Rätsels Lösung in Erfahrung gebracht. Das ist die Brücke der Geduld. Natürlich. Warum bin ich denn nicht selbst darauf gekommen? Ich hätte nur an die Worte Mailots denken müssen. Geduld ist die höchste Tugend, die der Macht und List immer widersteht. Und richtig. Die Worte Mailots waren recht gesprochen. Die Brücke der Geduld trägt unsere Abenteurer sicher auf die andere Seite des Lavaflusses. Auch dieses Rätsel habt ihr gelöst. Macht euch bereit für die letzte und schwerste Aufgabe. So höret. Nur einer von euch kann diese Aufgabe bestehen. Ein Zweikampf. Der ihn wagt, möge hervortreten. Was sollen wir machen, Feuermähne? Mir liegt es fern, den nächsten Schritt zu tun. Lasst dieses Rätsel gern in anderer Hände ruhen. Hiebestahl ist eine mächtige Waffe. Ich werde kämpfen. So tritt er näher, kleiner Krieger. Ein Gegner wartet auf dich, den niemand besiegen kann. Feuermähne betritt einen Raum, der nur aus Spiegeln besteht. Der Raum ist voller Spiegel. Ob Quack und der Hyänenspion mich sehen können? Und mein Gegner, ein Gegner, den ich nicht besiegen kann? Was kann das nur sein? Suchst du mich? Ich bin schon hier. Wo bist du? Dein ständig Gegenüber spricht zu dir. Ein Spiegelbild? Was willst du von mir? Dein ganzes Leben war ich im Spiegel gebannt. Wenn ich dich jetzt besiege, werde ich frei sein. Und du wirst meinen Platz in der Spiegelwelt einnehmen. Und nur dann erscheinen können, wenn ich es will. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich nicht besiegen. Wenn du mich besiegst, besiegst du dich selbst. Bei meiner roten Haarepracht, Stock, gib mir deine Zaubermacht. Bei meiner roten Haarepracht, Stock, gib mir deine Zaubermacht. Jeden Schlag gegen mich kenne ich schon im Voraus. Niemand kennt dich so wie ich. Was soll ich denn tun? Je mehr ich gegen mein Spiegelbild kämpfe, desto stärker wird es. Talos der Falke! Feuermähne, vertraue dir selbst. Hass erzeugt nur Hass.
So wird das Böse nie seine Macht verlieren. Melot hat recht. Wie konnte ich nur versuchen, gegen mich selbst zu kämpfen? Ich muss Hiebestahl fallen lassen. Du hast den Kampf aufgegeben. Jetzt werde ich dich vernichten. Du kannst mich nicht vernichten, denn ohne mich kannst du selbst nicht sein. Feuermähne, bist du's? Bin ich froh, dass du wieder da bist. Du, ich glaub, wir haben's geschafft. Magie ist doch recht sonderbar. Im Tempel ist Feuer. Dort, schau, auf dem Altar. Der goldene Topf am Ende des Regenbogens. Und daneben steht der zweite, den Xavros aus dem Dorf gestohlen hat. Jetzt hält uns nichts mehr auf, ihn wieder zurückzubringen. Lasst mich den Topf aus Gold beschauen. Ihr könnt ihn mir gern anvertrauen. Nimm die Finger weg, hier, Spitzbube. Der würde ich noch nicht mal einen rostigen Nagel anvertrauen. Lass nur, Queck. Ich nehme den Topf. Auf dem kürzesten Weg verlassen nun Feuer, Mähne, Queck und der Hyänenspion unangefochten den Tempel. Vor dem Tempel tritt ihnen die vermummte Gestalt des schwarzen Hüters entgegen. Was will der denn noch? Wir haben doch unsere Aufgaben erfüllt. Ja, das habt ihr. Und damit mein Schicksal besiegelt. Xavros Rache wird furchtbar sein. Wie recht du hast, mein Diener, der du unfähig warst, meinen Wünschen nachzukommen. Oh, was ist da geschehen? Ich habe ihn ins Nichts verbannt. Dort hat er Zeit, über sein Versagen nachzudenken. Und nun zu euch beiden. Zweimal schon habt ihr meine Pläne durchkreuzt. Hütet euch davor, es ein drittes Mal zu versuchen. Nicht immer kann euch Melot mit seinen Wunderwaffen und seiner Weisheit zur Seite stehen. Ich weiß sehr wohl, dass ihr hinter dem Geheimnis des magischen Pentagramms her seid. Doch nie werde ich das Geheimnis meiner stärksten Waffe, der Reise durch die Zeit, preisgeben. Ich liebe das Spiel, besonders nach meinen eigenen Regeln. Diesmal habt ihr mir standgehalten. Ich bin oft ein schlechter Gewinner, jedoch immer ein guter Verlierer. So zieht nun von dannen. Diesmal lasse ich euch ziehen, doch denkt daran. Ein nächstes Mal wird es nicht geben. Ob wir wohl nicht besser die Suche nach dem Amulett aufgeben? Manchmal glaube ich, Xavros ist viel zu mächtig für uns. Niemals, Queck. Er mag noch so mächtig sein. Zweimal ist es uns schon gelungen, ihn zu überlisten. Wir werden es auch ein drittes Mal schaffen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg und bringen Echatay den goldenen Topf, dass Friede und Glück im Dorf wieder einkehren können. Wo ist denn der Topf? Eben stand er doch noch hier. Der Hyänenspion! Niedergeschlagen und entmutigt gehen Feuer, Mähne und Queck zurück zum Dorf. Sie wissen nicht, wie sie Echatay erklären können, dass sie so kurz vor dem Ziel so kläglich versagt haben. Wie konnten wir diesen Erzgauner von Hyänenspion auch nur eine Sekunde aus den Augen lassen? Du hast recht, Queck. Wir hätten wissen müssen, dass er die nächstbeste Gelegenheit nützt, uns den Topf zu stehlen. Queck, hörst du die Trommeln? Ja, es kommt vom Dorf her. Queck, schau dort! Da ist ja der Regenbogen! Zu ihrem Erstaunen sehen die beiden, wie sich der Regenbogen vom noch weit entfernt gelegenen Dorf hoch über ihren Köpfen hin bis zum Tempel spannt. Die Luft ist angenehm klar, die unerträgliche Hitze vorbei.
Überall in den Ästen der Bäume hört man die Vögel singen und hier und da suchen die Bewohner des Waldes ihre gut gefüllten Wasserlöcher auf. Die Natur ist in wunderbarem Einklang mit sich selbst. Und während Feuer, Mähne und Queck verwundert weitergehen, hören sie über sich den Ruf von Pallas. Die Trommeln und Jubelrufe werden immer lauter, je näher sie dem Dorf kommen, bis sie ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen können. Feuermähne, mir scheint, die Dorfbewohner feiern ein Fest. Alle sind fröhlich. Dort, auf dem Dorfplatz. Der goldene Topf am Ende des Regenbogens steht wieder an seinem alten Platz. Hallo, ihr beiden Helden. Wir warten schon auf euch. Ich, Etchatai, danke euch im Namen aller Dorfbewohner. Euer Freund, der euch vorauseilte, hat uns alles erzählt. Der Hyänenspion! Ja, der edle Held, der in euer aller Namen vorausgeeilt ist, den goldenen Topf zurück ins Dorf zu bringen. Welch ein Glück für ihn, dass unsere Krieger im Wald auf der Jagd waren und ihn fanden. Der Ärmste hatte sich verirrt und befand sich schon auf einem Pfad, der vom Dorfe wegführt. Er war überglücklich, als meine Krieger ihn fanden und ihn ins Dorf zurückbrachten. Der Hyänenspion als unfreiwilliger Held des Tages? Das ist ja zum Kaputtlachen. Das muss ich mit meinen eigenen Ohren hören, was er dazu meint. Oh, schön, euch beide hier zu sehen. Ihr werdet es gewiss verstehen, dass ich den Weg voran euch schritt. Den goldenen Topf nahm ich schon mit. Ah, ein goldener Topf für mich allein. Das wäre mein größtes Glück. Doch ist auch nett, ein Held zu sein. So brachte ich ihn zurück. Das glaubst du doch selbst nicht, du Schurke. Du wolltest mit dem Topf verschwinden und bist den Kriegern in die Hände gelaufen. Ihr Herren denkt nur schlecht von mir dabei. Kommt, ihr drei Helden. Was steht ihr so herum? Feiert mit uns. Die Dorfbewohner formieren sich zum Tanz um den Schrein. Jetzt kannst du mal sehen, Feuermähne. Ich bin einer der größten Tänzer des Elfenlandes. Du erinnerst mich eher an Rumpelstilzchen. Ist das auch ein großer Tänzer in eurer Welt? Ach, lassen wir das. Was ist das für ein Geräusch? Es kommt aus dem Schrein. Fürchtet euch nicht. Queck, es ist Melord. Der dunkle Zauber ist vom Tempel genommen. Alchim, der diesen Tempel erbaute, war ein Freund von mir. Ihr habt mir geholfen, sein Erbe zu bewahren und diesem Dorf und seinen Getreuen Alchims Segen zu erhalten. Feuermähne, tritt in den Regenbogen. Eine große Ehre soll dir zuteil sein. Feuermähne, du hast plötzlich ganz andere Kleider an. Das ist der Regenbogenharnisch. Siehst du das Zeichen des Regenbogens auf deiner Brust? Ja. Es soll dich immer an dieses Abenteuer erinnern. Höre, eine Besonderheit hat dieser Regenbogenharnisch. Weder die Hitze noch die Kälte können dir etwas anhaben, wenn du ihn trägst. Hüte ihn gut, denn er ist ein weiteres Geschenk der 12 weißen Zauberer Vakaniens. Das Zeichen des Regenbogens auf deiner Brust wird den Eingeweihten Vakaniens zeigen, in wessen Auftrag du unterwegs bist. Feuermähne, Queck und der Hyänenspion haben das Dorf am Morgen verlassen. Da hörst du, Melords Wahlgeruf. Wir müssen diesen Weg einschlagen.
Kommst du mit uns, Hyänenspion? Oh, meine Freunde, seid nicht böse, denn eure Gegenwart macht mich nervös. Will ich auf meine Art Geschäfte machen, hab ich bei euch nicht viel zu lachen. Nachdem der Hyänenspion nun seine eigenen Wege geht, dringen unsere beiden Helden, begleitet von Pallas, Melots Falken, weiter in das Landesinnere Vakaniens vor, wo bereits neue Abenteuer auf sie warten.